Hallo und willkommen hier bei Beweg dich mit Sven. Wenn du Lust hast, mitzumachen, ein bisschen Fußball-Freestyle zu lernen, dann denk natürlich wie immer daran, dich an Corona-Vorschriften zu halten. Und denk auch daran, dich ordentlich abzuwärmen, weil das wichtig ist, dass unsere Muskeln warm sind, immer aufhören, Sport zu machen. Wenn du bereit bist, dann let's go! Also, den Trick, den wir heute lernen, den heißt Crossover. Und der Crossover, das ist ein Trick aus dem Lower Body. Für die, die es noch wissen, oder für die, die es nicht mehr wissen, Lower Body ist am Anfang den Innerkörper. Das heißt, wir werden mit unseren Beinen und mit unseren Füßen schaffen, für den Crossover zu machen. Immer aber aufhängen, probieren wir das Ganze ohne den Ball zu machen. Für dass wir die Bewegung ein bisschen kennenlernen und für dass wir also auch den Ball nicht verletzen. Weil, wenn wir das Ganze mal bis ohne Ball kriegen, dann fällt das Ganze auch viel mehr einfach, für das mit einem Ball zu schaffen. Als allererstes probieren wir mal zu definieren, was eure starke Fuß ist und was eure schwache Fuß ist. Für die meisten Leute müsst ihr Rätsel die starke sehen, und das ist dann auch das Bein, mit dem der aufspringt und dann noch am Boden landet. Das andere Bein benutzt er, für über den Ball zu gehen, weil der Trick ist ja Crossover. So, wenn ihr die Bewegung ein paar Mal hinkriegt, dann probieren wir das Ganze ein am Ball zu machen. Nee, probiert trotzdem da auf ein paar Sachen aufzupassen. Als allererstes, also Step Nummer 1, die holt den Ball an euren Grab. Wieso fängt man mit dem Ball am Grab an? Das ist die, für die Leute, die zum Beispiel noch nicht so gut können jonglieren oder die Wert nicht können jonglieren, die können den Trick trotzdem machen, indem sie zum Beispiel so aufhängen. Aber auch für die, die schon können jonglieren, fanden ich, dass sie aufhängen, das Ganze mit dem Ball am Grab zu machen. Weil, wenn die am Gang sind zu jonglieren, dass sie die mehr darauf fokussiert oder konzentriert, für zu jonglieren, am Mann darauf konzentriert, für den Trick selber zu machen. Das heißt, die braucht davon noch viel mehr lang, für den Trick richtig zu lernen. Wenn ihr den Ball natürlich am Grab hat, dann könnt ihr immer von viel aufhängen, ohne für darum müssen 10 Mal zu jonglieren, für den Trick zu probieren. Das heißt, die können von viel mehr effektiv schaffen. Und beim Freestyle ist es natürlich so, wenn du den Trick mehr auf muss, wirst du dann auch mehr konstant kannst und den Trick auch besser hinkriegst. Du holst den Ball an den Grab, lässt ihn einfach auf den Boden fallen und probiert mit eurem schwachen Fuß, also bei mir wird der linke Fuß, über den Ball zu gehen und dann den Ball an der Hand zu fangen. Step Nummer 2, die probiert den Ball zum Schluss nicht mehr an der Hand einfach abzufangen. Wie das hier, lässt den Ball auf den Boden tuppen, also eigentlich auf den Boden fallen lassen, geht mit einem Fuß über den Ball und mit dem anderen Fuß, der noch am Boden ist, sprang er an die Luft und probiert den Ball so an die Luft zu schießen. Ein kleiner Tipp für euch: denkt daran, wenn ihr den Crossover macht, aber wenn ihr mit einem schwachen Fuß über den Ball geht, dass den Fuß nicht auf den Boden gesetzt wird. Das heißt, der Fuß bleibt am Anfang die ganze Zeit an der Luft. Und die springt mit dem starken Fuß auf und das mit dem starken Fuß wieder für dich im Land. Das heißt, die landet nicht mit dem schwachen Fuß, mit dem da drüber geht, sondern die landet mit dem Fuß, der sowieso schon am Boden ist, eher starker Fuß. Für die Leute, die das hier gucken, die können probieren, das am Jonglieren zu machen. Das heißt, die jongliert den Ball, mit einem starken Fuß schießt den Ball an die Luft, setzt den Fuß dann auf den Boden und dann geht er recht mit dem schwachen Fuß über den Ball und probiert, den Crossover zu machen. Hier noch eine kleine Steigerung für die ganz gut in dir. Wir können probieren, den Crossover 2 Mal direkt hintereinander zu machen, ohne dazwischen zu jonglieren. Bonne Chance dabei, übt viel, weil das etwas was nicht so einfach ist. So, das war dann auch schon von meiner Seite für dieses Video. Ich hoffe, der Crossover hat dich gefallen. Ich hoffe, er war auch nicht zu schwer. Ich sage dir merci, dass du mitgemacht hast. Denk natürlich wie immer daran, zu dehnen, zu stretchen, dich an alle Regeln zu halten. Und dann sehen wir uns am nächsten Video, wo wir vielleicht probieren, einen Trick am Sit-Down zu machen.
Bis dann an bleif du hier.